Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Lufia auf Pelzig im Königreich Lunaria. Sind wir erst einmal durch. Das heißt, wir können erst mal weiter. Eigentlich müssten wir da entlang. Komm her, du Schmerzwurm. Haben wir die erst mal so fertig. Weil wie gesagt, jeder Kampf wird hier genutzt und Fumischlag unterstützt uns auch schon mal ganz gut. Gut, solange sie die Kapselmonster ergreifen, ist alles in Ordnung. Schauen wir mal, ob wir das so hinkriegen. Jo, funktioniert, geht auf. Und, jupp. Reicht gerade so. Perfekt. So, eigentlich müssen wir da weiter. Das ist hier der Nordtempel Lunaria. Was soll ich denn noch machen? Was ist denn los? Ich komme aus Tanbel und wollte hier in Lunaria einkaufen. Jetzt will ich zurück nach Tanbel und finde den Schlüssel für den Tempel nicht. Ich kann nicht zurück nach Tanbel, mein Bruder wird so stinkesauer sein. Der Johnny hat den Schlüssel genommen und ist in die Höhle gegangen. Er ist noch nicht zurück, ich mache mir große Sorgen. Der Johnny wollte den Schlüssel benutzen, um Schatzsucher zu spielen. Ich habe ihn davor gewarnt, aber... Tja, deswegen bietet es sich auch, dass hier Wächter im Tempel drin sitzen, die dann auf sowas Acht geben. Das heißt, wir kommen erstmal nicht weiter, müssen an einer epischen Büffel hier vorbei. Und dann müssen wir uns auch um die kleine Grotte kümmern, im wahrsten Sinne des Wortes, um die kleine Kröte John und um die Grotte, wo der Schlüssel ist. Schauen wir doch mal. So. Tia hat nochmal Level gekriegt, das finde ich auf jeden Fall gut. Und hier geht's weiter. Nordwesthöhle Lunaria. Da ist er ja, der kleine Grotte Giekser. Bist du zufällig der John? Ja, was ist denn los? Ich bin hier, um den Schlüssel zu holen. Ach so, der Schlüssel. Ja? Der Schlüssel ist... Dein Opa war ein bisschen besorgt um den Schlüssel. Das wird horig. Jetzt gib doch schon den Schlüssel, mir ins eilig. Also, Was jetzt? Du, Maxim? So läuft es nicht. Lass es mich mal versuchen. Will ich mal nicht erzählen, was passiert ist? Wir sind ja nicht böse. Sprich doch bitte jetzt. Ein großes Monster ist plötzlich aufgetaucht. Ich habe mich verschreckt. Naja, und dann habe ich den Schlüssel aufs Monster draufgeschmissen. Dann hat das Monster den Schlüssel an sich genommen und ich abgehauen. Alles klar, wir verstehen dich. Keine Sorge, wir werden den Schlüssel schon fertig finden. Ehrlich? Ja, wenn du uns versprichst, es nie wieder zu machen. Ja klar, verspreche ich euch das. Alle Hopf, dann geh jetzt hin zu deinem Opa, weil hier wird's ein bisschen zu gefährlich. Ja, das mache ich. Du kannst aber gut mit Kindern umgehen hier. Ich bin vorbereitet, das ist alles. Ja, natürlich. Wenn er dann nur versteht, was ich meine, der Holzkopf. An was denkst du gerade hier? Ach, nix, weiter geht's, Maxim. Jo, alles klar. So, gerade mal hier gucken. Ich habe, glaube ich, gerade noch genau die Bombe ausgewählt. Joink. Krafttrank gefunden. Ta-ta-ta-ta. Gucken wir doch gerade mal, was wir hier haben. Krafttrank. Füllt KP auf. Alle hopp. Brauchen wir derzeit nicht. Kraftsaft hieß es dann, glaube ich, wenn das wirklich die Stärke dauerhaft erhöht. Ach, komm her, du. Machen wir das doch gleich so, mit dem Ding schon in der Hand und Terrormaus, du kriegst der Funke ab. Müsste eigentlich recht hilfreich sein gegen solche Gegner. Jupp. Sodele. Und Wert ab. Anscheinend zu Recht. Ja, die verzieht sich mal gleich wieder. Komm mal her, du Terrormaus in deinem blauen Lumpengewand. Ah. Erfahrung geben sie schon ganz gut, das muss man nur lassen. Gut. So. Du hättest mal auch noch runterhupsen können. Aber. Joink. Ich muss gerade mal gucken, ob das der optionale Weg ist. Da geht's schon wieder runter. Halte mal den Gaul an. Gerade mal gucken. Ich weiß, ich habe vorher noch einen Probespielstand gemacht, aber irgendwie habe ich was mir richtig merken können. Machen wir erstmal die Kreatur platt, aber Annie brauchen wir noch. Ich glaube nämlich eher die Echse, weil die Fledermäuse sind etwas merkwürdig von ihrem Bewegungsmuster. Deswegen wäre mal die Echse lieber.
Ja, das sieht gut ab. Hopp, machen platt. Ja, das reicht. Okay, immer hier. Und du machst den noch fertig. So. Das lief doch ganz gut. So. Da unten kommen wir leider auch noch nicht durch. Da brauchen wir dann... Moment, ich muss gerade mal gucken. Nee, mit der Bombe geht's nicht. Das heißt, da brauchen wir was anderes. Gut, jetzt kommen wir her, du. Upsala. Wir ziehen uns zurück. So, genau so. Jetzt mit R, damit wir uns dann bewegen müssen. Nein! Oh, falscher Knopf gedrückt. Dummkopf! Noch einmal. Komm her, du. So rum. So wird ein Schuh draus. Vorsicht, haben wir nochmal drauf. Und hier weiter. Alle hopp. Ich greife natürlich wie immer zuerst da. Weißt du was? Stachelechse und Babyfrosch machen wir auch mit Funke. Schauen wir mal, wie viel es abzieht. Das geht. Das Fröschlin stirbt zumindest. Und das müsste ausreichen. Genau. Geht doch. Alle hopp. Weiter geht's. Ich darf zuerst, das finde ich gut. Tia, du darfst die Echse fertig machen. Das müsste eigentlich ausreichen. Jo. Und normaler Angriff, schade. Okay. Schauen wir mal. Na, das hat nicht so viel gebraucht. Aber Maxim, wie gewohnt der Kerl. Ja, dann verkassiert er jetzt auch, weil er die größte Bedrohung ist. Zack. Dürfte reicher. Sehr schön. Dann hier nochmal, ihr Kasper. Komm her, du. Komm her, du. Na, rennst du wohl nicht weg von mir? Oh, 3 davor. Das finde ich ganz gut. Machen wir dann mal gleich eine billige Reihe dahin fertig. Ja, zieht nach wie vor richtig gut ab. Und jawohl, er hilft mir. Und es reicht. Gut, gut. Dann dürfte das jetzt der Ende sein, du Lumpen-Terrormaus. Sehr schön. Und hier ist der Boden fragil. Nordwesthöhle Lunaria U2. Ja, wir nehmen hier definitiv alles mit, was geht. Wisst ihr was? Wisst ihr was? Ich will es einfach mal ausprobieren. Vielleicht ein bisschen zu viel ausgewählt. Ha, es hat doch noch gereicht. Das war nämlich mal Hoffnung, dass ich die kleine Fledermäuse platt kriegt oder mit. Okay. Ui. Wenn Avo nicht abwehrt, dann kassiert er aber ganz schön, muss ich sagen. Und müsste reicher. Perfekt. So, dann hier wieder. Okeli-dokeli. Ah, so kommt man das geheime Ding drauf. Perfekt. Tia, du machst die Echse. Und? Ah, reicht nicht ganz. Aber damit ist auf jeden Fall genug. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir machen mal stark auf beide. Damit wir das mal ein bisschen geheilt kriegen. So, jetzt sieht es nicht mehr ganz so schlimm aus. Und Fumi macht einen platt. Lebensnektar haben wir noch gekriegt. Und einen Pferdestein. Okay, was macht dann der? Gucken wir doch gerade mal. Pferdestein. Was machst du? Gibt er die Kraft von einem rasenden Mustang. Und zusätzlich gibt es als Wutattacke Raserei. Trifft der Gegner 1,5 Mal stärker als die normale Attacke. Alle hopp. Gerade mal gucken, wie das bei Maxim aussieht. Ja, würde bei ihm sogar ein bisschen was bringen. Allerdings Mut und magische Abwehr geht steil runter. Aber Maxim ist eigentlich unser Kämpfer. Deswegen gebe ich ihm das. Und hier darf Satyr-Juwel haben. So. Schieben wir das Ding nur weiter. Oh. Violette Motte. Mega Motte. Irgendwie klingt das falsch. Na, schauen wir mal. Oh, die sind fix, die Viecher, und direkt noch Tia dran. Außerdem können sie ziemlich gut ausdehlen. So, aber unser Kapselmonster kriegt bald noch ein Level. Moment.
So, auf den Boden achte. Hier sehen wir es. Zack, da ist noch nichts und hier erscheint die Treppe. Also, so. Dummkopf. So rum. So wird ein Schuh draus. Dann gehen wir hier weiter. Moment. Ich glaube, das ist die Stelle, wo wir sonst rauskommen wären, bei dem oberen Stockwerk. Ich muss das gerade mal kurz abchecken, ob das so stimmt. Aber ich denke schon. Weil unser Gegner erscheint ja dann wieder, wenn wir Stockwerk wechseln. Sehr gut. Avor hat wieder Level gekriegt. Und ich glaube, genau. Richtig, da werden wir hier rauskommen. Perfekt. Jetzt noch mal ganz kurz checken, ob das auch wirklich nochmal passt mit unserem... Moment. Ich wollte gerade sagen, da war doch noch was. So. Federrüstung von der... Yay! Sehr schön. Habt ihr gewusst, dass da noch was war? So, Federrüstung. Ist was für Maxim. 8 besser. Leichte, aber stabile Rüstung. Anti-Stopp. Alle Zauberblockade werden aufgehoben. Okay, was bringt dir das Ding? Gegengift. Ja, komm. Machen wir das Ding. Tier hat nichts anderes zur Auswahl, nur den Mini-Rock, aber der ist bei weitem schlechter. Motte. So, dich machen wir auf dem Rückweg fertig. Jo, das bleibt. Okay, das wollte ich nur noch mal schnell checken. Halt, komm her, du. Oh, jetzt sind es ein paar mehr. Wir probieren das gleich mal aus mit Funke, weil gegen solche Insekte-Gegner müsste das eigentlich auch ziemlich gut abziehen. Hält sich in Grenze. Und die Biester wiederum ziehen selber sehr gut ab. Das macht uns verwirrt, aber bei Fumi bringt es nichts. Ja, die zieht mittlerweile gar nichts mehr ab. Wir gehen mal beide drauf. Gut. Die Hoffnung hatte ich, dass Tias Schlag ausreicht, um das mega mottige Tias fertig zu machen. Sehr schön. Entschuldigung. Bisschen Klösel im Hals gehabt. Okeli. Ja, Tia dürfte diese Anfangsgegner locker hinkriegen. Maxim kriegt das Vieh mittlerweile auch mit dem One-Hit hier. Und auch unser Kapselmonster Lavdo ganz gut. So. Weiter geht's. Gegner über Gegner. Unglaublich, oder? Aber ich habe es ja, wie gesagt, schon mehrfach angekündigt, dass das ein ziemlich kampflastiges Let's Play wird. Na, Mist. Okay, es schläfert nur Ei und macht nicht verwirrt. Verwirrt sei ist schlimmer. So. Na, greif mich ruhig an, ich kann es vertragen. So. Weil, wie gesagt, ich möchte nicht später irgendwann in einem Dungeon drin sein, um gegen einen Endboss zu kämpfen. Und dann zu merken, oh, Gewitter erleidet, das wird gerade nichts. Finde ich immer etwas blöder. Wenn man dann gegen so einen relativ starken Gegner antritt und es wird absolut nichts. Oh, da ist noch so ein Mottarino erschienen. So ein Mist aber auch, aber es bringt uns immer hier mehr Erfahrungspunkte. So, die Motte machen wir jetzt einmal gerade platt. Die blaue Motte sind ja relativ egal, die sind ja besonders stark. Was das Problem ist, sind diese violette Megamotten. Aber du bleibst dabei jetzt 8 bitte dabei. Volltreffer. Sehr schön. Gudala. Dann Druff und Wetter. Und wir heilen uns einfach nochmal. Unser Kapselmonster können wir leider nicht heilen. Es gibt aber Zornesattacke, die Heilung bringen. Und die heilen, wenn es heißt, heilt alle, dann heilt es auch unser Kapselmonster. Gut, Maxim hat nochmal... Oh, Maxim hat... ne, Morazara. Tia auch nochmal mit gleich. Gut, dann sind unsere 2 Charaktere auch mal gleich abgegradet wieder. Nur eine erbärmliche Stachelechse. Beenden wir's. Gnadenstoß und weg mit ihr. Gut. Ihr Flederviecher kommt auch nochmal gerade gut und günstig. Euch können wir erfunken. Das müsste so funktionieren. Ja, das zieht sogar ziemlich gut ab. Und Fumi for the win. Perfekt.
Ja, ich denke, wir sind auch relativ gut dabei, weil, wie gesagt, ich bin jemand, der nicht so gern Erfahrungspunkte hier sausen lässt. Ein Mutschub. So, so. Und was ist hier noch? Ein Heilsirup. Der ist natürlich praktisch, wenn einer von unserer Verbündeten mal tot ist. Mutschub. Erhöht Mut, wer hätte es gedacht? Für Maxim. Den haben wir sowieso fast immer dabei, Maxim. Aber es ist auch immer so bei solchen Spielern. Der Hauptcharakter ist auch immer mal ein bisschen abwesend. Von daher, es kann trotzdem nicht schade, Maxim die hauptsächliche attributsteigernde Dinger zu geben. So, komm her. Das sind jetzt neue Gegner. Ein Klobold. Machen wir nicht mal mit der Eisbombe platt. Ich will einfach mal ein bisschen auch mal unser Zornesattacke verwenden. Mega Beben. Ui. Ui, das haut ja richtig rein. Das ist gut zu wissen. So, hier noch. Mottarino. Ah, Mist. Dabei hätte ich eigentlich Maxim alleine noch drauf schlagen können. Oder so. Obwohl... der gute Mann pennt jetzt leider. Okay, Maxim wohnt hier nicht mehr. Vielleicht wird er aufgeweckt von einem Motter. Nö. Nicht nur dafür ist das Vieh do. Schade. Aber wenn die eigentlich Maxim treffen, müsste das funktionieren. Oh, Alter. Wenn die Biester Maxim wirklich mit dem Schlag treffen und was abziehen, dürfte das ihn eigentlich aufwecken. Warte mal, ich glaube auf Dennis gegangen, oder? Wir probieren es einfach mal. Ja, zweimal funktioniert das nicht. Noch tiefer schlafen kann er nicht. Gefällt mir nicht. Gefällt mir ganz und gar nicht. Okay, Tier. Machen wir sowas. Wir probieren mal gegen 3 vorzugehen. Vielleicht bringt sie was. Ja, gut. 2 habe ich erledigen können. Okay, die versuchen Maxim hier total in den REM-Schlaf zu versetzen. Aber das müsste ihn wecken. Also nicht. Gut, gut, das hat gereicht. Alla hopp. Probieren wir es nochmal so. Auf mein Kapselmonster dürfte das keine Wirkung haben. Jawollo. Zack. Und jetzt ist er tot. 221 Erfahrungspunkte, ja, nicht schlecht. Da war irgendwo noch eine Krabbe. Wo ist er dann, der Krabi? Komm her, du. Ui. Na gut, Tier kann hier bei dem Vieh besonders viel ausrichten. Ich weiß, dass die Krabbe besonders anfällig gegen Feuer sind. Jo. These verifiziert. Okay. Hier aber haben wir nichts mehr. Okay. Hier machen wir sowas Lustiges. Das heißt, es war gar nicht mal so verkehrt, dass ich als erstes rein bin. Da kann man nämlich durch später hier watscheln. Aber wir müssen auch noch zusätzlich hier was machen. Und zwar was ganz Olveres. Dafür brauchen wir jetzt unsere Bombe. Ja, die Dinger wachsen jetzt nämlich dummerweise noch. Das heißt, ich muss dann hier Dreher. Zumindest Dohi kriegen wir schon mal. Okay. Da bin ich jetzt immer etwas überfordert. Wie das mit den Schritten und so weiter zu gehen hat. Hier ist dann eher probieren geht über studieren. Und so, okay. Ja, toll, ne? Großartig. Pff. Das bringt uns hier leider auch nichts. Da komme ich nicht dran. Nee, da komme ich auch nicht dran. Das war etwas doof. Das war tatsächlich etwas arg doof. Okay, jetzt habe ich mich hier verfahren. Das heißt, ich muss jetzt mal Ursprungszauber nochmal zu Rate ziehen. Gerade mal gucken, ob das dort drüber noch steht. Okay, das steht wenigstens. So, das heißt, ich muss nochmal hier versuchen reinzukommen. Dann muss es wohl über die Art hier funktionieren. Okay, das funktioniert so nicht, dann halt so. Dann probieren wir es nochmal so. Okay, das hat schon mal geklappt. Ja. Saudohum. Ja.
Das dauert jetzt wieder ein Weilchen, bis ich das rausgefunden habe. So, erstmal eine Dreherich. Okay, das wächst dann noch und dann habe ich in die Hose geschissen. Noch einmal. Warte mal. Bombeleger. Hier watscheln. Dreher. Hier. Bombeleger. Dreher. Schneider. In die Hose geschissen habe. Okay. Na gut, das funktioniert auch nicht so wie gewollt. Das wird nix. Definitiv nicht. Das wird nix. Nee. Das wird nix. Dummkopf. Scheiße. Das wird so nix. Moment. So rum. So rum, so einmal. Hab ich's doch fast gehabt, ich denke. Noch einmal. So, Dreher. Dreher, Schnitt. Dreher, Schnitt. Hier. Nein! Wieder der falsche Knopf. Ach du Blödmann, Yankee. So, noch einmal. Zack. Dreher, zack. Dreher, Schnippler, Dreher, Schnippler, Dreher und hoch. Na also, so wäre doch ein Schuh draus. Und ich die Sache hier, liebe Leute. Hier machen wir unseren Cut noch dem höchst florale Puzzle. Und wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Lufia auf Pelzig. Also machen's gut und bis übermorgen dann, wenn wir in der Nordwesthöhle weiter vormarschieren. Ayan Yankee.